China haben Industriebetriebe ihre Produktion unterbrochen. Strom wird rationiert, mancherorts sind aktuell sogar Wasserkocher verboten. Betroffen von den Rationierungen seien unter anderem Zulieferer für US-Konzerne wie Apple und Tesla. Diese produzieren ausgerechnet Mikrochips, die aktuell globale Mangelware sind. Der Engpass bereitet seit Monaten nicht nur Technologiekonzernen, sondern etwa auch den Fahrzeugherstellern Probleme. Der demokratische US-Senator Jon Ossoff rief dazu auf, dass die USA ihrer Abhängigkeit von chinesischen Solarenergieprodukten ein Ende bereiten. Er sagte, um das Klima zu schützen, müssen wir jetzt handeln. Außerdem müsse man die Zwangsarbeit der Uiguren beenden, die auch in der Solarproduktion ausgebeutet werden. Der litauische Verteidigungsminister gab bekannt, dass man dabei ist, die Benutzung von chinesischen Smartphones in staatlichen Behörden zu verbieten, weil diese ein Sicherheitsrisiko darstellen würden. Der Rat der Außenminister des türkischen Rates kam zusammen, um über die Situation in Afghanistan zu beraten. Man wolle einen langwierigen Frieden in Afghanistan unterstützen, so die Mitteilung des Rates. US-Präsident Joe Biden hat seine dritte Corona-Impfung bekommen. Die US-Arzneimittelbehörde FDA hatte Corona-Auffrischungsimpfung mit dem Mittel von BioNTech Pfizer für ältere Menschen und Risikogruppen in der vergangenen Woche genehmigt. In Turkmenistan werden Zeremonien und Feiern zum 30. Unabhängigkeitstag abgehalten. Der Präsident Berdimuhamedov begrüßte das Volk zu seinem Fest. Zahlreiche Gäste verfolgten die Marschparaden der Streitkräfte. Die Regierung in Pristina hat serbische Kfz-Kennzeichen im Kosovo verboten. Seit Tagen blockieren Kosovo-Serben daher 2 Grenzübergänge. Gleichzeitig verstärkt die serbische Regierung ihre Militärpräsenz.